Hi. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen weiter bei Zelda Echoes of Wisdom. Und zwar, wir haben uns vorgenommen, auf die Karte zu gucken. Wo ist denn die? Ah. Eigentlich habe ich ja gesagt, hier, ich habe tierisch Bock, darüber zu gehen. Das scheint wohl das Gerudo-Dorf zu sein. Also Gerudo Valley, was weiß ich was. Aber wir könnten auch dahin gehen. Ich bin immer noch hin und her gerissen. Natürlich möchte ich so schnell wie möglich ins Gerudo-Dorf. Was da oben war, weiß ich aber nimmer. Wir können ja mal ein Tagebuch öffnen. Riss in der Gerudo-Wüste, die Jabul-Gewässer, genau. Ich sag, wir gehen nach rechts. Einfach weil... Oh, Gerudo. Sudelia-Ruine, Sudelia-Grasland. Wo muss ich denn eigentlich hin? Also, Moment, ich guck mal auf die Karte. Also, wir müssen... Also, da hinten kommt man wohl nicht weiter. Okay, ich sehe da unten einen Weg. Der führt dann da hoch, da rum, darüber. Den werden wir gehen. Also, ich muss jetzt erstmal nach links. Nicht nach links, sondern nach links. So. Huch, was ist das hier? Gesucht Prinzessin Zelda. Wer die Prinzessin sieht, möge umgehend das Schloss informieren. Ja, ich hoffe doch nicht. Hey, Hilfe. Ist das Monster? Was bist denn du für ein komisches Tier? Eine Wandtulla. Okay, aber was macht die genau? Spinnenmonster, das kleine Fäden erzeugt... das keine Fäden erzeugt, aber dafür an Wänden und an der Decke herumkrabbelt. Weiß nicht, hat vielleicht noch irgendeinen Sinn. Ich muss mal irgendwie gucken. Den würde ich gerne machen. Und dann setze ich das Ganze auf zuletzt ausgewählt, genau. So. Meine Mega-Kombo besteht ja aus dem hier und dann hinterher eine Schlange. Kämpft, kämpft, kämpft. Ja. Da drüben ist Octorox. Schnell weg. Nee, die lassen wir mal. Hier, kämpft, 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 meine Leute. Jawohl. Ah, Mann, sind meine Schlangen super. Sind wir überhaupt noch auf... Oh, warte. Da ist ein Herz... Da ist ein Herzteil da drauf. Und meine Schlangen hin. Ich könnte da hoch. Ja, erst... was ist denn hier los? Link, das bist du, oder? Ich bin von Monstern umzingelt. Bitte erledige sie, so wie du das immer tust. Wer ist denn das? Alles voller Schlangen, hä? Okay, das sind alles voller dumme Schlangen. So, jetzt auf ihn bitte. Meine Schlangentruppe. Ich bin voll der Schlangenbeschwörer. Huch, was ist denn jetzt hier los? So, vielen Dank, Link. Moment, du bist gar nicht Link. Ach, auch schon gemerkt. Also, Entschuldigung bitte. Wegen der Kapuze habe ich dich verwechselt. Mann, ist mir das peinlich. Bitte verzeih mir. Ach ja, ich komme aus dem Sudelia-Dorf. Mein Name ist Afuk. What the fuck? Okay, dich kenne ich doch. Mit dir habe ich schon geredet, Mann. Ich war so sehr ins Grasmähen vertieft, dass ich bis ins Sudelia-Grasland gekommen bin, ohne es so richtig zu merken. Ich war auf halbem Wege, das Grasland komplett zu entgrasen und urbar zu machen. Urbar, was ein Wort, hey, habe ich schon ewig nicht mehr gehört hier. Aber anscheinend hatten diese Monster etwas dagegen. Sorry, ich könnte auch hier... Ja, ist egal. Vielleicht hat es auch was Gutes, dass sie mir meine Grenzen aufgezeigt haben, aber echt, hey. Also, nochmal danke. Es ist nicht viel, aber bitte nimm das hier als Belohnung. 20 Rupien will ich. Wie kriege ich? Hey, ich bin gut. Ich habe mir gedacht, 15 zu wenig. Dieser Link, für den ich dich gehalten habe, war übrigens ein super starker Schwertkämpfer aus unserem Dorf.
Er hat uns alle immer wieder aus der Not gerettet, bevor er dann zu einer Reise aufbrach, um ein großes Ungeheuer zu besiegen. Ich habe selten jemanden erlebt, der so unerschrocken für das Gute gekämpft hat. Nun ist er schon eine Weile fort, aber ich bin sicher, es geht ihm gut. Falls du auf deinen Reisen einen jungen Schwertkämpfer mit grünem Gewand und Kapuze begegnest, könntest du mir etwas ausrichten? Alle im Sedelia-Dorf warten sehnsüchtig auf deine Heimkehr. Okay. Hätten wir das erledigt. So. Nebenaufgabe abgeschlossen. Was war denn das für eine Nebenaufgabe? Hast ein Monster besiegen, Afu gerettet. Achso, okay. Alles klar. Ich schätze mal, ich gucke mal auf die Karte. Wir werden hier noch auf dem richtigen... Ja, guck, wir müssen da weiter hoch. Ich will mich aber hier schon noch ein bisschen umgucken. Außerdem ist ja wohl das Wichtigste hier. Ob's da... Oh, ich kann mich an Gegner vorbeischlängeln. Das ist immer... Zack. Herzen brauche ich nicht. Ich will mich hier einfach nur noch ein bisschen umgucken, ob es hier noch irgendwie was Interessantes gibt, wie zum Beispiel eine Höhle. Aua, mach mal nicht weh. Boah, wie die durch mich durchpflügt. Hör auf. Hör auf. Hör auf. So, Moment, ich brauche ein stärkeres Monster. Ich nehme wieder das da. Nein. Wo habe ich denn jetzt das hin? Achso, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Zuletzt gemerkt, nach Kosten, nach Typ, zuletzt ausgewählt. So. Ah, den wollte ich eigentlich gar nicht, aber egal, jetzt haben wir 2. Könnt ihr vielleicht... Ihr seid schon ziemlich doof, oder? Junge, seid ihr kacke. Ey, echt jetzt. Ja, endlich. Ich dachte schon, es wird nicht mehr so. Und da oben ist... Ah, guck, das war jetzt hier, um die Spinne zu merken, um dann zu sagen, hier, guck. Also, okay, das geht nicht. Krabbel da hoch. Ja, dann krabbel doch hoch. Oder muss ich jetzt... Also... Ernsthaft jetzt? Sag mal, willst du nicht, oder was? Ich will, dass du das da oben holst. Kann ich dich das vielleicht einfach an die Wand werfen? Hier. Junge, sag mal, was bist du für ein Kackgegner? Also, da sitzt ja einfach nur rum. Na, da muss ich mir... Keine Fäden, dafür an Wänden und an der Decke herumkrabbelt. Ja, dann krabbel doch an der Decke herum. Krabbel! 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 Achso, er hatte nur keinen Bock. Okay, krabbel! Ich muss besser zielen. Krabbel! Moment, das kriegen wir hin. Ziel imitieren. Also ich weiß, glaube ich, was das Spiel von mir will. Könnte ich mir so vorstellen. Aber, also das ist jetzt ein bisschen... Ich glaube, das Spiel will das doch nicht. Ja, aber was will ich denn? Ach komm, weißt du. Das gefällt mir nicht. So. Und dann den Stein. Ja, komm, das passt soweit. Ja, das geht nicht. Ja, ich probiere das jetzt noch ein bisschen hin und her. Der Stein ist dann wohl doch besser oder was? Ach komm, ein bisschen rum. Das Problem ist, dass ich jetzt gerade wieder ein anderes Spiel gespielt habe. So. Ach komm. Jo, ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Also, mein Plan war ja, dass ich diese Spinne losschicke. Die kraxelt die Wand hoch, ich tue mich dann da reinversetzen und die schleppt mich mit. Macht sie aber nicht. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt 0 Bock, das hier auszuprobieren. Nö, da kommen wir vielleicht irgendwann zurück. Pass auf. So, alles klar.
Wieso kann ich von hier nicht auf die Karte draufgehen? Ja, ich habe den falschen Knopf gedrückt, das weiß ich. Ich würde aber trotzdem gerne von hier auf die Karte draufgehen können. Also, hier Markierung setzen. Irgend so ein Dingens. So. Okay. Also, ja, ich hätte jetzt noch rumprobieren können und dies, das, Ananas, Pipapo, am Arsch des Klo. Will ich jetzt aber nicht, habe ich gar keinen Bock drauf. So, ich will nach rechts. Diese Ebene ist größer, als ich in Erinnerung hatte. Im westlichen Teil der Ebene haben wir jetzt überall die Fahndungsplakate aufgehängt. Aber Prinzessin Zelda wurde noch nicht gefunden. Gerade sollten wir die Prinzessin noch retten und jetzt sollen wir sie auf einmal einfangen? Da fragt man sich schon, was unsere Vorgesetzten sich dabei denken. Ich will ja auch nicht glauben, dass sie irgendwelche Missetaten begangen hat. Aber Befehl ist Befehl, oder nicht? Ja, hast ja recht. Das Dörfchen Kuisthafen im Osten haben wir schon abgeklappert. Das war ein Schlag ins Wasser. Sehen wir uns noch etwas hier um. Hi. Ja, dann seht euch ruhig weiter um. Ich will da weiter rübergehen. Das ist schon mal nicht gut. So, Schloss Hyrule, Küsthafen. Ich will natürlich scheinbar nach Küsthafen. Geht's aber runter. Ja, komm, berühr mich halt. So. Könntest du bitte den da angreifen, nicht mich? Danke. Bis er ins Wasser fällt. So. Bin ich hier noch richtig? Das sieht hier irgendwie falsch aus. Ich weiß auch nicht warum. Nö, grundsätzlich stimmt das schon. Wir gehen jetzt mal schön, wie es das Spiel von uns quasi verlangt. Das machen wir jetzt. Vorsicht, diebische Vögel. Was macht man denn bei diebischen Vögeln? Da nimmt man Fledermäuse. Hallo? Fledermäuse? Hier, den da angreifen? Danke. Das sind doch keine diebischen Vögel. Also die... Ey, den hab ich noch gar nicht, ne? Moment. Den hab ich noch gar nicht. Das ist ein Schwertfuzzi. So. Oh, und das gibt mir noch ein Horn. Monsterhorn wahrscheinlich. Monsterhauer. Spitzer Fangzeit, den man von Monstern erbeuten kann. In dieser Form ungenießbar. Wieso will die denn alles essen? Schwertmoblin. Ja gut, zeig mal her. Was kostet der? 2. Schwingt sein Schwert umher. Starker Reviertrieb, schließt sich oft zu kleinen Gruppen zusammen. So, also mir sind die Schwertmoblins deutlich lieber als die normalen. Oh, das sind diebische Vögel. Ja, ein diebischer Vogel. Auf ihn! Los, Fernkämpfer, auf ihn! Jawohl, noch einer bitte. So, jetzt habe ich dich. Was kann denn der? Pekra gemerkt. Vogelmonster, das sich von erhöhter Warte auf Reisende stürzt, um ihnen ihre Rubine zu stehlen. Alles klar, Rubine stehlen, das kriege ich hin. Wir müssen, glaube ich, nach oben. Ist das richtig? Ja. Also, so irgendwie nach oben. Moment, was steht denn da? Osttempel, Küsthafen. Es gibt einen Osttempel. Muss ich natürlich gleich mal gucken gehen. Ah, da ist schon mal. So. Okay, dann sind wir hier falsch. Westliche Ebene von Hyrule. Ja. Dann sind wir hier falsch. Da will ich noch gar nicht hin. Dann muss ich wohl an den Küstenhafen. Das sind meine Leute. Ich brauche doch Bodyguards. Hallo? Wollt ihr bitte mal mitkommen? Also... Ist ja hier schön und gut, ne? Das mit dem hier Gegner erschaffen und so, aber
Junge, also die Zielgenauigkeit von denen ist halt... Au! Du Kacker! Echt jetzt? Das habe ich gerade ein Herz gekriegt, jetzt hat er mich wieder kaputt gemacht. Also die Zielgenauigkeit, beziehungsweise bis sie überhaupt mal zuhauen, das ist ja... Das dauert ja Stunden, dauert das ja. So. Und überhaupt, bis sie mit mir mitgekommen sind. Wenn ich sage, hier, ihr kommt jetzt hier mit, dann habt ihr mitzukommen. So. Bitte. Nicht auf den Stein, auf den da. Ihr wart übrigens vorhin zu zweit. Was geht denn hier? Ist das hier ein Flipper oder was? Was machen diese ganzen Felsen hier? Ich kann sie verschieben, aber warum? Hier, Bodyguards. Jetzt stecken sie wieder fest. So. Ich hätte gern so Rennstiefel oder so. Das wäre äußerst praktisch. Den hatte ich gleich. So. Ein Krabbi. Sandkrabbe gemerkt. Zeig mal her. Dieses Krabbenmonster streckt seine seine scharfen Zangen aus und bewegt sich flit im Seitwärtsgang. Seitwärtsgang. Was haben wir denn hier Feines? Ein Algenblatt, Blasentang. Direkt konsumiert kann dieses Item Herzen auffüllen, auf diese Weise angesetzt, der Effekt aber eher schwach. So. Sitzt. Hilfe! Hier, macht mal was. Haut das Monsterblatt, danke. Okay. Aber der zwickt mich jetzt nicht von unten oder so, oder? So. Alles klar. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. In die Jabul-Gewässer. Ja. Oh, warte mal, da gibt's irgendwie was. Oh, ein schönes Fischerdorf. Guck mal, ich kann Jabul lesen. So, ich weiß nicht. Es soll jetzt ja 2 Arten von Zoras geben in dem Spiel. Also die alte Art aus Link to the Past und sowas, die halt so einen Kopf rausstrecken und Feuer nach dir spucken und sowas, also von alten Zelda-Teilen. Und die neue Art seit Ocarina of Time. Ich mich verliebt habe. Eine erste... Naja, nicht meine erste Videospielliebe. Meine erste Videospielliebe war Lemmy von Amtschema Lemmy. Die war voll süß. So, egal. Übrigens in die alte Ruto hieße. Nicht in die junge. Die junge war furchtbar nervig. Irgendwo hier muss es eine Stelle geben, an der ich uns Zugang zum Riss verschaffen kann. Wir sollten uns in der Nähe des großen Risses umsehen. Schon wieder. So. Gucken wir uns erstmal hier ein bisschen im Wasser. Gleich mal reingeputzelt. Was ist denn hier los? Da liegt eine Katze. Da will ich hin. Tja. Wenn das so weitergeht, dann... Lord Jabu Jabu hat doch sonst nie so herumgewütet. Lord Jabu Jabu? Oh, hallo. Willkommen im Küsthafen. Ich nenne das jetzt mal einfach Küsthafen von Küste, weil das ist ein Küsthafen. Lord Jabu Jabu ist ein großer Geist, der in den Jabul-Gewässern lebt. Und ich sag jetzt auch Jabul. Geht besser von der Zunge wie Jabul. Normalerweise ist er ganz sanftmüßig, aber jetzt richtet er überall großen Schaden an. Sorry, ich habe irgendwie noch das Pelzig im Maul. So verhält er sich erst seit in seiner Heimatstätte ein Riss aufgetaucht ist. Ja. Seine Heimatstätte? So nennen wir die Höhle, in der er schläft. Wenn man die Brücke im Osten überquert, gelangt man dorthin. Der Eingang sieht aus wie ein Fischmaul und man kann ihn kaum übersehen. Zelda? Das könnte der große Riss sein, den ich gesehen habe. Könnte, Fahrrad könnte. So, ich will dazu der Katze. Lass dich streicheln. Reden? Okay, was ist mit dir? Mir ist sowas von langweilig. Alle sagen, es wäre zu gefährlich, das Dorf zu verlassen. Aber ich will mit den Zoras spielen. Zoras? Wo kommst du denn her, dass du nicht weißt, wer die Zoras sind? Die leben im Meer und im Fluss und sie sind voll musikalisch. Außerdem streiten sich ihre Anführer dauernd. Okay, was ist denn das da? Ich rede noch mal ein bisschen mit der Katze. Oh, ist das von, das Schiff von... Ja, nicht ganz. Aber passt so. Vor kurzem waren Soldaten aus dem Schloss hier und haben nach irgend so einer entflohenen Prinzessin gesucht.
Ob die wohl eine Belohnung springen lassen, wenn ich sie finde und ausliefere? Nee, lassen sie nicht. Kann man hier was kaufen? Das ist einfach nur hier, um mir Angst zu machen, oder wie? Das finde ich nicht gut. So. Da gibt's Fisch. So, dabei ist es doch längst Essenszeit. Hat die eine Quest für mich? Ach Kind, kannst du dich nicht einfach mal nach unserem Tagesablauf richten? Ups, du wunderst dich sicher, was ich hier vor mich hinrede. Tja, mein Sohn Anube ist immer noch nicht heimgekehrt. Er liebt Fisch, deshalb habe ich extra welchen für ihn gegrillt, aber ich wette, er hält sich wieder Nickerchen im nördlichen Wald. Falls du zufällig in den Wald willst, könntest du ihm dann vielleicht besagten Grillfisch vorbeibringen? Ich gehe ihn eben holen. Warte kurz, ja? Nee. Da ist er. Holla. Ich weiß, der Fisch ist recht groß und vermutlich auch schwer zu tragen, aber ich befürchte, ohne den wacht mein Sohn so bald nicht wieder auf. Ohne wichtige Sache hätte ich beinahe vergessen zu erwähnen. Im Wald, in dem mein Sohn gerne Nickerchen hält, treiben sich in letzter Zeit öfters hungrige Monster herum. Vor denen solltest du dich hüten. Wenn mit dem Grillfisch etwas passiert, lass es mich wissen. Und danke fürs Ausliefern. So, dann merke ich mir den natürlich. So, Grillfisch zum Mitnehmen. Grillfisch gemerkt. Zeig mal her. Bratfisch, aus dem das Fett nur so hervorquillt. Der unwiderstehliche Duft lockt manche Monster an. Kann der schwimmen? Er kann. Du. Ja. Ich muss ja jetzt nicht den Fisch nördlich von hier. Soll man die Quest gleich machen? Kann ich eigentlich bei ihr ins Boot reingehen? Ins Häuschen? Da will ich jetzt aber eine Feuerstelle sehen. Wo grillt denn die den Fisch da drin? Das ist gar keine Feuerstelle. Wer bist du? Von hier aus kann man die Melodien der Zoras ziemlich gut hören. Die mächtigen Töne der Fluss-Zoras und die anmutigen Klänge der Meer-Zoras. Wenn man seekrank ist, wäre ich einfach nur viel Stille, viel angenehmer. Ja, das ist schlecht. Also ich nehm den Fisch jetzt nicht mit. Ich habe den jetzt kopiert und gut ist. So. Weil Chapu Chapu so herumtobt, kommen kaum noch Besucher in unser Dorf. Ist ganz einsam hier. Außerdem kann keiner mehr fischen gehen oder sonst irgendwie mit den Booten aufs Wasser fahren. Echt traurig. Oh, das ist ein Laden. Dann laden wir uns mal ein. Was gibt's denn hier Feines? Hallo, kann ich dir vielleicht behilflich sein? Ich möchte plaudern. Willkommen im Laden von Küsthafen. Die Zoras, die zuletzt in diesem Laden hier kamen, haben davon erzählt, dass im Gebiet der Gewässer immer mehr Risse auftauchen. Angeblich kommt aus den Rissen auch schwarze Monster heraus. Kommen, egal. Deshalb ist es gefährlich, sich ihnen zu sehr zu nähern. Was haben wir denn hier Feines? Ein Liebestrank? Lila Elixier. Fühlt Energie auf. Nehme ich. Ja, und wie kriege ich das? Brauche ich da eine Flasche für? Hab Dank. Moment. Items sind hier. Oder? Habe ich jetzt eine zweite Flasche gekriegt oder ist die dann weg? Rotes Elixier. Und was ist das da? Blaues Elixier. Füllt auch Energie auf. Nehme ich auch. So. Jetzt reicht's aber. Ich will nicht, dass die sich mir hier ein goldenes Näschen verdient, auch wenn ich gerade Energie gebrauchen könnte. Das kriegen wir aber auch so hin. Brauche ich die nicht so. Da ist noch eine Katze. Katze. Mau. Ich war gerade auf dem Wasser, als Lord Chapu Chapu mich plötzlich angriff. Ich dachte schon, es wäre mich geschehen. Hä, der hat dich angegriffen? Allerdings, ich hatte mein Boot ganz entspannt treiben lassen, als er mir plötzlich krawums in die Seite geschwommen ist. Seitdem traue ich mich nicht mehr aufs Wasser hinaus. Schlecht. Wie hast du denn das Boot eigentlich da hingekriegt? So, ich kann ja schwimmen, ne? Da ist ein Riss da unten, den sehe ich von hier. Kann ich da reinschwimmen? Nee. Das ist auch nicht der Riss, wo wir hin sollen. Ich glaube, wenn wir bei den Zoras waren, dann kriege ich bestimmt, was ist das da, eine Boje? Dann kriegen wir bestimmt irgendwie Schwimmflossen oder so, dass wir schneller schwimmen können. Das ist sehr praktisch jetzt. Was ist denn das da eigentlich? Oi! Ist das Links Schwester oder was? Hä? Was kommt denn da geflogen? Ach, der kommt von da oben. Ja.
Hallöchen, er ist der Stempelmann. Er ist mir irgendwie suspekt. Stempel sind mein Leben. Es gibt in ganz Hyrule keinen größeren Stempelexperten als mich. Du fragst dich sicher, was das hier ist, hm? Das ist eine Stempelstation. Jawohl, ja, es ist nirgends schöner, stempeln zu gehen. Es geht einfach nichts über Stempel. Dieses unbeschreibliche Gefühl, wenn man einen aufs Papier drückt. Das hat jetzt eine ganz andere Richtung genommen, als ich gedacht habe, aber dieses unbeschreibliche Gefühl, wenn ich einen aufs Papier drücke. Und dafür wird man mit einem super schönen Bild als Andenken belohnt. Es gibt echt nichts Besseres. Genau deshalb bin ich fleißig herumgereist und habe an den verschiedensten Orten Stempelstationen angerichtet. Jetzt veranstalte ich eine Stempeljagd, bei dem es darum geht, all diese Stempelstationen aufzusuchen. Wenn dich das nicht überzeugt hat, weiß ich auch nicht. Du bist doch jetzt sicher ganz heiß drauf, auf Stempeljagd zu gehen, oder? Oder? In der Tat! Natürlich willst du stempeln! Oh Mann! Als allererstes brauchst du eine Stempelkarte. Ohne kann man nicht auf Stempeljagd gehen. Für 10 Stück gibt es einen kostenlosen Döner, glaube ich. Es gibt nur 5, egal. Du hast die Einsteiger-Stempelkarte erhalten. Stempelkarte für Stempeljagd-Neulinge. Vom Stempelmann in liebevoller Handarbeit selbst gebastelt. Endlich zahlt sich der ganze Aufwand aus, den ich betrieben habe. Dann stempel ich mal drauf los, was das Zeug hält. Zeig mir, was in dir steckt. Wie? Jawohl, ja, dann wird gestempelt und nicht anders. Wo immer du eine Stempelstation entdeckst, hol dir dort deinen nächsten Stempel. Ich habe übrigens keine Stempelstation in Gebäuden, Höhlen oder unter Wasser aufgestellt. Nur damit du es weißt. Die Stempeljagd soll dich ja nicht in Gefahr bringen, sondern Spaß machen. Für das Füllen der Stempelkarte bekommst du von mir eine Belohnung. Na, das sollte dich wohl motivieren, fleißig Stempel zusammen, was? So, bitteschön mitmachen. Auf zur Stempeljagd! Stempeljagd! Yeah, baby! Okay. Nein, nicht reden! Nein, 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 nein. Nein, dann nicht. Oh, nein. Jetzt erzählt mir wieder was vom Stempel. So, jetzt. Oh je, Glück gehabt. So. Erstmal muss ich gucken, dass ich vielleicht ein bisschen Energie noch kriege. Hopp. Da. Ein Herzchen. Ein Herzchen in Ehren. Kann ich die Blümchen auch kaputt machen? Sehr schön, da freue ich mich. Blümchen kaputt machen ist meine Spezialität. So, jetzt pass auf. Ich muss, glaube ich... Also eigentlich nach oben. Was ist das da unten? Ach, das ist ein Quest-Dingens. Also ich muss sowieso nach oben. Okay, gut. Dann gehe ich natürlich erstmal da runter gucken. Wie ist es? Brauche ich noch ein Herz? Komm. Stell dich nicht so an. Gib mir noch ein Herz. Bin ich hier? Hier ist voll schön. Hier war es voll schön. Brackplatz. Was ist das da für ein Vögelchen? Das sieht lustig aus. Sieht aus wie ein Pinguin. Fliegender. Hallo, gute Frau. Hm? Du blickst so verwirrt rein. Dies ist der Brackplatz, falls du dich wunderst. Ja, ich bin aber echt verwirrt hier. Der Brackplatz ist traditionell der Ort, an dem die Zoras und Lord Jabu Jabu zusammenkommen. Die Meer-Zoras und die Fluss-Zoras pflegen hier für Lord Jabu Jabu zu musizieren. Mit Hilfe dieser Darbietungen bitten sie ihn, über diese Region zu wachen. Allerdings wütet Lord Jabu Jabu derzeit auf äußerst zerstörerische Weise herum und die Zora-Oberhäupter liegen im Clinch mal wieder. Seitdem sich dieser riesige Riss bei Lord Jabu Jabus Heimstätte im Norden aufgetan hat, ist alles im Chaos versunken. Aha! Mal wieder was gelernt. Komm mit, dich brauche ich. Ich bin so ein schlechter Schütz. Ich... Hab ich dich. Weg da. Keine Ahnung, warum ich das mache, weil ich es kann. Einfach, weil ich es kann. Und weil ich mal ein bisschen... Na, ich will jetzt nicht der Schwertkämpfer. So muss der Laden zubleiben. Wer bist denn du? Pups. Was für eine Misere. Wieso pupst denn der? Ich war gerade am Vorbereiten meiner Smoothies. Da merkte ich, dass mir eine Zutat ausgegangen ist. Eine Kundin? Tut mir leid, du bist umsonst gekommen. Der Smoothie-Shop muss zeitweise geschlossen bleiben. Der Blasentang, meine Geheimzutat, ist mir nämlich aus einem ganz blöden Grund ausgegangen. Ich habe einen Blasentang. Und noch blöder,
Blasentank gibt es nur im Meer. Und das Blödeste, bei Kontakt mit Salzwasser verschrumpel ich innerhalb von Sekunden. Falls du zufällig Blasentank dabei hast, würdest du mir wohl 3 Stück überlassen? Klar, bitteschön. Danke. Aber Moment, du hast ja gar keine 3 Stück Blasentank. Ja, stimmt, ich hatte nur 1. Lügen ist doof. Entschuldigung. Ich brauche Blasentank. Was ist das da? Stein. Wo habe ich denn den Blasentank hergekriegt? Ich weiß gar nicht mehr. Ach, den habe ich von... Ach, guck mal da ist ein Sora. Das sieht aber witzig aus. Hallo, bist du eine Abenteurerin? Wenn du zu unserem Dorf willst, das liegt im Süden. Orientier dich an der Insel mit dem Fischschwanz. Ist das jetzt die Insel, die aussieht wie ein Fischschwanz, oder soll ich mich mit meinem Fischschwanz an der Insel orientieren? Bin mir da noch sehr unsicher. Nee, ich gehe erstmal in den Norden. Den Jungen retten und dann... Eigentlich will ich erstmal dahin gehen, so. Sag mal, wie es ist. Ich will erstmal dahin gehen. Gibt's hier irgendwas? Nee. Gut. Oder nicht gut. Ich will erstmal nach Norden gehen. Ich muss ja einen Jungen retten. Ich glaube, dass erstmal da weitergeht. Aber nach Süden, also da einfach runter, weiter runter schwimmen. Alles klar. Das kriege ich hin. So, da will ich drauf. Schaffe ich das? Jupp. Oh, Moment. Das ist ein Monster. Bleib doch hier nicht so rum. Oh. Schön in den Rücken gehauen. Bleib, geh weg. Geht da anders hin. Ich brauche das. Ich weiß nicht, was es ist. Achso, Monsterhauer. So, haben wir sie alle schon besiegt? Ja, wir sind halt einfach eine Macht. Eine Macht, nicht so gut, Schaden, aber immerhin eine Macht. Oh, ich habe mein erstes Seepferdchen gekriegt. Jetzt kann ich endlich schwimmen. Flusspferdchen mal 10 erhalten. Ich habe mir gerade voll aufs Mikro gespuckt. Flusspferdchen ist übrigens kein Wort für Leute, die gern spucken beim Reden. Kleintiere mit auffallend spitzer Schnauze, in dieser Form ungenießbar. Was ist das, so ein japanisches Ding? Ist das, glaube ich, alles, was mit dem Rücken zur Sonne rumläuft, kann gegessen werden. Aber Flusspferdchen tun nicht mit dem Rücken zur Sonne rumlaufen. Und laufen tun sie schon mal gar nicht. Die galoppieren. So, ich muss da hoch. Ich habe ihn da oben liegen sehen. Einmal Fels. Ja, ist gut, ihr Leute. Ihr könnt verschwinden. Ich brauche euch nicht mehr. So. Einmal Fels. Einmal Trampolin. Und einmal geht noch nicht weiter. Und einmal Baum. Ach, das geht ja gar nicht. Moment. Du musst weg. Wir brauchen einen Tisch. Hier ein Trampolin hin. Jetzt komme ich natürlich nicht drauf. Das ist voll kompliziert hier. Okay, dann müssen wir das anders machen. Geh weg, du. So, das ist jetzt vollkommen sinnlos. Pass auf. Kann ich das Trampolin auf den Tisch machen? Ja. Und jetzt den Tisch dahin. Naja, da ist auch in Ordnung. So, jetzt habe ich dich. Also, der pennt hier. Mutti, ist das Essen schon fertig? Njam, njam. Ist das ein Depp? Da liegt ein pennt. Kann ich den Fisch... Moment. Verwendet. Zuletzt gemerkt war es, gell? Fisch machen, so. Zack. Schnüffel, schnüff. Was für ein leckerer Duft. Aber da fehlt die extra Portion Liebe, die mir meine Mutter beim Kochen immer noch dazu gibt. Das darf nicht wahr sein, oder? Okay. Der Trulli. Wir müssen jetzt wirklich den Fisch von der Mutter da hochtragen, oder wie? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich brauche zwei Leibwächter. Komme ich hier nicht hoch? Schwimme ich halt drüber, ist mir doch egal. Oder auch nicht. Dann schwimme ich halt eben nicht rüber. So. Nach Kosten, nach Typ. Zuletzt ausgewählt. So. Also, Tisch. Ja, ich weiß, dass jetzt meine Leibwächter da nicht mitkommen können, deshalb mache ich ja neue. Das sind nicht Leibwächter. Ich werde doch nicht von Tischen geleibwächtert. So weit kommt's noch. So. Ach, guck mal, das ist gar nicht mal so weit. Also ich will nicht zu laut motzen. Ich hoffe jetzt nicht, dass die Monster respawnen. So. Hey du, ich hab deinen Fisch schon wieder verschlampert. Ja, hol mir bitte neuen. Ja.
Ja, danke. Ich weiß, wo er liegt. Ich habe ihn schon gefunden. Aber von meinem kopierten Fisch wird er nicht wach. Da ist keine Liebe drauf. Übrigens, es tut mir sehr leid, jetzt für euch dieses Geheimnis zu zerstören. Aber Liebe beim Kochen ist nichts anderes als getrocknete Petersilie. Jetzt kann ich nicht mehr hüpfen. Nein! Nicht gut! So. Also nochmal. Ich kann nicht hüpfen, wenn ich ein Item habe. Das ist falsch. Ich kann nicht hüpfen, wenn ich ein Item habe. Und wenn ich auf den Fisch drauf hüpfe, geht der Fisch kaputt. Das muss man sich mal überlegen. Ja. Ach so, sollte ich vielleicht noch die Sache mit der Liebe beim Kochen erklären? Wäre vielleicht eine gute Idee, statt einfach mal irgendwelche Wahrheiten in den Raum zu werfen, ohne Quelle. Oder Quellenangabe. Also, wenn ihr Pizza oder sowas macht, kauft euch einfach getrocknete Petersilie, macht sie in ein Schälchen und stellt sie einfach neben euch, wenn er kocht, ne? Alles klar. Und wenn er dann zum Beispiel eine Pizza aus dem Ofen holt, also irgendwie so die Billig-Pizza aus dem Billig-Discounter, wenn er die dann einfach aus dem... Achso, warte mal, der Fisch muss ich, glaube ich, werfen. So habe ich das gemacht, gell? Ja. So. Ah ja, gut. Also einfach aus dem Billig-Discounter eine Pizza holen. Das wird jetzt interessant. Ich habe da eine ungefähre Idee, wie ich das hinkriege. Und zwar mit Betten. Natürlich mit Betten. Ja, so schon mal nicht. Und da auch nicht so. Ich habe falsch gedrückt. Moment. Komm mal her. Geh mal bitte da runter. So. Jetzt nochmal. Ich erkläre gleich weiter, keine Angst. Aber ich kann doch dann aber... Ja, egal. Wir machen das jetzt erstmal so weit, dass es passt. Oh, das war nix. Wir machen das jetzt erstmal so weit, dass es passt. So. Wir schmeißen den Fisch jetzt einfach immer Stück für Stück... Ja, das war schon mal nix. Stück für Stück da hoch. Weiß nicht, ob das so funktioniert. Oh, das sieht doch schon mal gut aus. Ey, das funktioniert sehr gut. Ah, Schnüffel, Schnüff. Riecht das lecker. Das ist ja Muttis Grillfisch. Bist du etwa den ganzen Weg hierher gekommen, um mir den zu bringen? Danke sehr, ich bin am Verhungern. Ja, dann wollen wir mal. Ja, dann will er mal. So knusprig, so salzig und so richtig schön fettig. Grillfisch ist einfach spitze, genau wie meine Mutti. Das war jetzt köstlich. Jetzt passt nichts mehr in mich rein. Jetzt geht er bestimmt eine Runde pennen. Richte meiner Mutti ein großes Dankeschön von mir aus. Ich werde mir jetzt erstmal ein schönes Verdauungsnickerchen gönnen. Das war mir so klar. Alles klar. Moment. Okay, dann sage ich jetzt seiner Mutter, dass er... Muss jetzt einen größeren Grillfisch bauen oder so. Also, ihr macht euch eine Billigpizza und geht einfach hin und nehmt dann getrocknete Petersilie. Und wenn die Pizza dann aus dem Ofen kommt und bevor ihr sie dann euren werten Gästen oder Kindern oder Geliebten serviert, macht da einfach so eine Prise getrocknete Petersilie drüber. So ein bisschen so... Also Kamera, also so. Finger muss oben, ist der Finger oben, wird man euch loben, also so müsst ihr das machen, ne? Und wenn er das gemacht hat, dann hingehen und dann halt sagen, mit Liebe gemacht. Und die werden, ich schwör's euch, die werden erkennen, das ist nicht einfach irgendeine Billigpizza aus einem Billigdiscounter, da ist irgendwas anders, aber sie wissen nicht was. Und wenn sie fragen, was da jetzt anders ist, dann sagst du halt, da ist mit Liebe gemacht worden. So funktioniert's. Ohne Scheiß jetzt. Genau so. Und das könnt ihr überall machen. Also bei frischer Petersilie, getrocknete Petersilie ist ein bisschen doof. Aber ihr könnt überall, gerade bei herzhaften, bei süßen würde ich es mir auch überlegen. Aber bei herzhaften Sachen, ihr könnt immer hier, Finger oben, weißt du, und dann so Petersilie drüber. Bam. Keiner schnallt, was genau los ist. Jeder merkt, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas ist anders. Und es schmeckt besser. Und keiner weiß warum. Und ihr sagt dann einfach...
Das ist die Liebe. Ich hab's mit Liebe gemacht. Spitze Tipp von mir. Ja, wenn das nicht ein Like wert ist, dann weiß ich aber auch nicht. Ich will mindestens ein Like haben. Danke. So. Du hast meinem Sohn den Fisch überbracht. Vielen, vielen Dank. Wie bitte? Er hat ihn verputzt und sich dann direkt wieder schlafen gelegt? Dieser Junge. Wenn er nicht schläft, dann isst er. Und wenn er nicht isst, dann schläft er. Ah, entschuldige. Du bist ja nicht von hier. Und du bist ja nicht hier, um dir mein Geschimpfe anzuhören. Vielmehr verdienst du eine Belohnung. Oh ja. Ich bin dir wirklich dankbar für meine Hilfe. Hier. Für deine Hilfe. Ich bin dir dankbar für meine Hilfe. Blasentang mal 10. Oh, das ist praktisch. Gut. Außerdem lasse ich weiteren Grillfisch hier. Daran kannst du dich jederzeit bedienen. Wo denn? Wo ist der Grillfisch? Grillfisch? Na, da ist er nicht. Okay, jetzt pass auf, Leute. Pass auf. Ihr habt jetzt heute recht viel gelernt. Ich weiß, das ist jetzt ziemlich viel auf einmal. Aber wir sind noch nicht ganz durch. Wir gehen jetzt nochmal zu dem kleinen Eichelmenschen da. Zu dem eichelartigen Menschen da, quasi. Wie sind wir denn da hingekommen? Warte mal. Nee, da konnte man, glaube ich, auch schwimmen, soweit ich weiß. Ja, genau. So, zu diesem samenhaft eichelartigen Menschen gehen wir jetzt. Und geben dem ein bisschen Blasentang. Haben wir den noch nicht aktiviert? Ja, dann müssen wir das noch machen, ne? Eine gute Idee, das zu aktivieren. So. Gucke. Der war da irgendwo. Genau, und da hinten könnte ich auch wieder hochgehen. Hier, komm mal her. Du samenhaftes Menschen. Hier, bitteschön. Kriegst du noch 3 dazu, also 3 Stück. Ja, danke, du hast mir das Leben gerettet. Naja, zumindest mein Lebensunterhalt. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich werde in Zukunft der Versuchung widerstehen, beim Zubereiten der Smoothies vom Tank zu naschen. Dann also nochmal von vorne. Willkommen im Smoothie-Shop der Zora-Bucht oder am. Das hier soll Eröffnungspräsent und Dank für deine Hilfe zugleich sein. Ich sollte weniger schnell lesen. 20 Rubine, eine hübsche Menge, ja, okay. Ob du sie in deine Sparbüchse wirfst oder zum Kauf von Smoothie-Zutaten verwendest, ist dir natürlich überlassen. Als seriöser Geschäftsbesitzer werde ich nun hoffentlich die Kontrolle über mein Leben zurückgewinnen. Okay, seriöser Geschäftsbesitzer. Sag mir mal lieber, was ein Smoothie-Laden ist. Willkommen, ich bin ein Händler, Deku, und dies ist mein Smoothie-Shop-Filiale, meine. Bei uns kannst du deine eigenen Smoothie-Kreationen verwirklichen. Traumhaft, oder nicht? Geht so. Und wie? In der Arsch, von in die Knie. Achso, ganz einfach. Einfacher geht's fast nicht. Du wählst einfach 2 Zutaten aus. Also los, worauf wartest du noch? Ich will einen Smoothie mixen. Guck mal. Vitaltrauben und Blumennektar. Dann machen wir hier einen Smoothie. Kostet 10 Dingsies. Dein Wunsch ist mir Befehl. Dies und jenes, kräftig schütteln. Dann noch ein Messerspitzchen von meiner Geheimzutat. Es ist getrocknete Petersilie. Und badabum. Zeig mal badabum. Fertig ist das feine Gebräu. Yay. Oh, mit Strohhälmchen. Guck mal. Süßer Vital-Smoothie erhalten. Zeig mal her. Das süß-saure Fruchtfleisch setzt Akzente, verströmt Blütenduft und schmeckt sehr süß. 5, 6, 7, 8, 9, 10 Herzen kriege ich dafür. Vielen Dank. Das Rezept für den soeben hergestellten Smoothie habe ich mal fix notiert. Kannst du jederzeit nochmal mixen. Übrigens, du siehst aus, als würdest du viel herumkommen. Wenn das stimmt, kannst du uns Händler-Dekos vielleicht helfen. Die Sache ist nämlich, unsere Smoothie-Shops haben gerade erst die Pforten geöffnet. Und um unser Geschäft auszubauen, sind wir dabei, überall in Hyrule Zweigstellen zu eröffnen. Leider nimmt das so viel Zeit in Anspruch, dass unser Sortiment nicht über Saftladenniveau hinauskommt. Dabei gibt es viele verschiedene Zutaten auf der Welt. Das eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Deshalb nun die Frage, könntest du für uns 10 Smoothie-Rezepte entwickeln? Uns ist alles recht, solange es in den Mixer passt. Danke schon mal. Ach ja, auch in anderen Orten gibt es Smoothie-Shop-Filialen, die von meinen Brüdern betrieben werden. Sie besorgen eifrig überall die lokalen Spezialitäten. Damit wird der ursprüngliche Laden in der Deko-Heimat groß rauskommen. Wenn du einen von meinen Brüdern siehst, dann sag mal Hallo und lass ihn am besten jede Menge Smoothies für dich mixen. Sehr schön. Das werden wir machen. Aber warte mal, hinter dem ging es noch hoch. So, ihr Leute, guckt mal. Ich werde jetzt hier gucken, was da oben ist. Da ist auf jeden Fall ein Ausgang, da gehe ich jetzt mal hin. Das ist doch, das ist gefährlich. Das ist gefährlich, da brauche ich irgendwie, haben wir nicht neue Fledermausviecher gekriegt? Das da? Mach mal.
Ihr sollt... Nein, ihr macht das falsch. Moment. Wir brauchen den Schwertfuzzi. Hier. Und jetzt zwar schnell. Haut sie bitte alle platt. Ach, das geht nicht. Okay, wir brauchen die... Wir nehmen die Fledermäuse. Ich werde hier bedrängt, meine Leute. Uah. Ich werde hier wirklich bedrängt. Das ist nicht mehr feierlich. So, ich will doch einfach nur dieses Dingens da haben. Ein Arachno. Kann auf Wasseroberflächen stehen, ohne unterzugehen. Jeder dritte Sprung ist besonders hoch. Gut zu wissen. So, jetzt muss ich aber hier weg. Moment. Ja, ich weiß. So. Jetzt habe ich's. Welcher ist denn von mir? Die da, okay. Das sind alle 3 von mir. Gut, hätten wir das geklärt. Die sind alle 3 von mir, oder? Ich weiß nicht. Da ist ein lila Herz. Was machen lila Herzen? Nicht. Lass mich. Was war das? Ja, okay, es ist mir hier ein zu heißes Pflaster. Ich gehe da jetzt erstmal runter. Beim Lachabu Chabu. Ich würde auch mal sagen, für heute war es das. Freund oder Feind? Ah, ein Freund. Guck mal, der hat Angst. Okay, ich beende jetzt hier erstmal und morgen gehen wir dann weiter in Lord Jabu Jabus Tempel. Bis dahin, vielen Dank und denkt dran. Liebe ist getrocknete Petersilie. Däumchen nach oben. Danke. Also wenn er es macht. Tschö.